Und wie viel Liter Wasser hast du getrunken heute? Hey yo, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video tue ich euch Instagram-Fragen beantworten, weil da kann ich ausholen mit der Frage, ich meine, wie viel Zeit haben wir auf Instagram? 15 Sekunden pro Story, finde ich jetzt ein bisschen wenig und da kannst du richtig ausholen und richtig auserzählen, weißt du? So eine richtige Konversation führen, weißt du, so, weißt du, was ich meine? Und wenn ich das weiterhin auf YouTube machen sollte, dann abonniert meinen Channel und like das Video. Kannst du jetzt endlich ohne mich parkieren? Also Martin, es kommt darauf an, was du meinst mit parkieren. Wenn du sagst vorwärts parkieren, logisch. Rückwärts parkieren, ja, geht auch. Aber seitwärts parkieren, ich weiß es ja nicht, weißt du, ist ein bisschen... Wenn es eine grosse Lücke hat, kein Problem. Aber wenn es eine kleine Lücke hat, dann kann es schon sein, dass das ein oder andere Rädchen mal nicht im Parkfeld steht, weißt du. Ich hoffe, du nimmst es wirklich nicht übel, gell? Mal abgesehen davon, wer hasst das nicht, seitwärts parkieren? Wo sehen sie sich in 5 Jahren? Die erste Frage ist, wieso sitzt du mich? Dabei bist du älter. Aber sonst eigentlich eine gute Frage. Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Ich finde es schwierig, solche Fragen zu beantworten. So richtig zukunftsgerichtete Fragen. Weil ich bin so einer, der recht im Moment lebt und macht mir wenig Gedanken über die Zukunft tatsächlich. Also in 5 Jahren bin ich ja 28. Ja? Tu mir das mal festhalten. Was ist so typisch mit 28? Weißt du das irgendwie? Ja, ich sag's mal so, spezielle Erwartungen habe ich da jetzt nicht. Weißt? Ich will einfach Spaß am Leben haben, das Leben genießen. Ich will das machen, was ich machen will. Weißt? Richtig frei sein in dem, was ich mache. Okay, doch, etwas ist mir eingefallen. Ich muss ausziehen. Ja, also ich hoffe, in 5 Jahren bin ich ausgezogen. Alles andere ist mir eigentlich scheißegal. Dann werden sie auch noch den 4. dann machen. Also zur Besetzung, der 4. dann wäre der 4. Schwarzgurt. Mittlerweile habe ich einen 3 Schwarzgurt. Hier habt ihr das Video auf YouTube, und ihr das gesehen, wie ich meinen 3. Schwarzgurt gemacht habe. Sie das auschecken. Also aktuell spiele ich da wirklich gar keine Notwendigkeit für das. Also nein. Also jetzt gerade sage ich nein. Das kann sich ändern nach ein paar Jahren. Aber Stand jetzt sage ich, ja, ich habe es jetzt nicht unbedingt nötig. Ich bin mit meinem 3. dann zufrieden. Stehst du auf Blondine oder Brünette? Ja, die hure oberflächliche Fragen. He? Also, grundsätzlich gilt es so bei Frauen. He? Da sind mir andere Sachen wichtiger. Es ist mir wichtig, dass sie gesund lebt. He? Das heisst, Finger weg von Drogen, kein Ziggy, kein Gras. Saufen sowieso nicht. Trinken, naja, da kann man noch reden darüber. Ausgang, nein. Also auf jeden Fall eine, die gesund lebt, auch mega auf sich achtet, auch mega aktiv ist, auch mega leidenschaftlich ist in dem, was sie macht. Das ist ja egal, was sie macht. Okay, vielleicht OnlyFans nicht, das nicht. Also das... Sie sollte einfach auch reden können, gut kommunizieren. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, sie so, ja, ja, wo führt das an, weißt du? Und natürlich auch in dem unterstützen, was ich mache und nicht mich daran hindern. Das ist das Wichtigste. Aber wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, entweder Blondine oder Brünette, sage ich jetzt vielleicht Tendenz Blondine. Aber das ist etwas, was sich jeden Tag bei mir ändert. Also von dem her wirklich oberflächliches Zeug. Aussehen, klar, ich sage nicht, dass Aussehen nicht wichtig ist. Ich meine, jeder, der das sagt, lügt. Sie muss einfach eine gesunde Ausstrahlung haben. Und Charakter, der ist wichtig. Wie sagt man so schön? Aussehen zieht an, Charakter bindet. Schon mal einen Küngel geraucht. Ja, das habe ich. In der FMS-Zeiten, ich habe keine Ahnung, wie alt ich war. 16, 17, Kollege hat Geburtstag gehabt. Ja, da bin ich nicht drum herumgekommen. Aber ich muss auch sagen, ich habe es nur 2-mal im Leben gemacht und seitdem nicht mehr. Also, lang dran gehangen geblieben bin ich nicht. Kommst du vielleicht mit Fans Europapark? Also zuerst mal muss ich fragen, welche Fans? Mir ist neu, dass ich Fans habe, Digga. Nein, können wir es einfach machen. Mal schauen, wenn das Wetter schöner ist und so. Ich meine, jetzt schneit es in der Schweiz. Wenn das Wetter schöner wird, können wir das sicher mal machen. Curry oder Fufu? Also ihr wisst ja, oder die meisten wissen es ja nicht, je nachdem. Ich kann Curry nicht gern. Ja, ich weiss, Schande für alle Tamilen, steinigt mich. Also ich bin jetzt wirklich nicht der grösste Fan davon. Also. Und ich habe keine Ahnung, wie Fufu schmeckt. Also von dem her, diese Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Bist du noch Single? Ja, ich bin noch Single. Ich bin so lange Single, bis meine Eltern jemanden finden, der geeignet ist. Aktuell habe ich gar keinen Bock auf eine Beziehung, oder? Ich habe wirklich null Bock auf das. Vor allem, ich schätze mich auch nicht so ein, dass ich auch eine vernünftige Beziehung führen kann. At the moment. Muss ich mir auch eingestehen. Ich muss schauen, dass ich eine solide Basis habe, weißt du, so regelmäßig Cash reinkommt und so. Vor allem, ich habe ein Ziel gesetzt, das ich nachher erreichen will. Und ich glaube, da wird eine Beziehung mir den Fokus rauben. Klar, das muss nicht so sein. Natürlich kann eine Beziehung auch einem beflügeln, aber so ist meine Wahrnehmung. Stand jetzt. Wo ist das verdammte WC? Alter, ich habe es bis jetzt immer noch nicht gefunden. Ich sag's euch, ich suche das scheiß WC seit 3 Jahren wahrscheinlich. Und wenn ihr das WC findet, dann schreibt mir, Schreibt es mir, Gottverdammt, weil ich muss das WC mal langsam finden. Deine persönliche Reflexion von 2022. Ja, wo soll ich anfangen? 2022, ich weiß nicht, ich glaube, ist für alle
schwieriges Jahr gewesen. Ich meine, mit Corona und so. Für mich selber muss ich sagen, ist es auch ein recht schweres Jahr gewesen. Es ist Achterbahnfahrt gewesen, muss ich sagen. Auch oft Probleme mit Gesundheit gehabt und das wahrscheinlich in keinem anderen Jahr zuvor. Also ich bin noch nie so oft beim Arzt gewesen. Ich meine, das ist ja unter anderem ein Grund, wieso ich als Lehrer gekündigt habe. Okay, ist nicht der einzige Grund, aber das ist ja ein grosser Grund, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, es ist nicht ganz einfach gewesen. Es ist sehr lehrreich gewesen, aber ja. Hätte ich es nicht unbedingt müssen haben. Ja, aber auch solche Erfahrungen müssen sein. So unbequeme Erfahrungen, die du durchs Leben machen musst. Weil das Leben ist nicht ganz so, wo einfach so hui und nach oben geht. Nein, es geht immer wieder runter, aber es geht auch immer wieder rauf. Von dem her würde ich sagen, dass das letztes Jahr ein bisschen eine Findungsphase war und ich den Schwung jetzt in diesem Jahr hoffentlich mitnehmen würde. Was hast du die letzten paar Wochen gemacht? Gute Frage. Da bin ich recht inaktiv gewesen, weil ich krank geworden bin. Ich weiß nicht, was ich kann. Entweder ist es Corona gewesen oder irgendein Infekt. Ich weiß es bis jetzt nicht. Ich kann keinen Corona-Test machen, weil das kostet ja. Es bessert sich langsam. Sage ich jetzt einmal langsam. Aber es hindert mich jetzt nicht daran zu arbeiten, sage ich jetzt einmal. Und ja, Videos kommen bald wieder. Deep Talk. Was ist deine schönste Erinnerung? Und was die schlimmste? Schlimmste? Ich habe keine Ahnung. Was ist die schlimmste, Alter? Boah, schlimmste muss ich wirklich überlegen. Ich sag's mal so, die schlimmste Erinnerung bei jedem Ausländer ist einfach, wenn du scheiß Noten die gebracht hast und die einfach den Eltern hast müssen zeigen. Den Rest kann man sich denken. Die schönste Erinnerung. Es gibt keine spezifische schönste Erinnerung, aber ich hatte da wirklich ein Jahr gehabt. Das ist keine Ahnung, 2019 oder 2020, wo ich als Lehrer angefangen habe, als Praktikant in Basel. Das Video habe ich auch mal gepostet. Da könnt ihr es gerne anschauen. Das ist wirklich ein Jahr gewesen, wo wirklich fast perfekt war. Also wirklich fast perfekt. Also da habe ich mich wirklich wie ein Kind gefühlt. Ich bin gerne dort gegangen. Ich bin wirklich gerne aufgestanden. Ich bin oft aus dem Bett gesprungen. Ich habe mich immer gefreut, dort zu gehen und dort zu arbeiten. Und dann nebenbei habe ich als TikTok aufgebaut. Und ey, es ist einfach so geil gewesen. Also die Schule liegt mir wirklich da am Herzen. Meinung. Ha. Also an alle, die das machen, Alter. Wie wenig Selbstwertgefühl müsst ihr haben, Alter, damit ihr bei anderen nach Meinung fragt. Also wieso musst du andere nach Meinung fragen? Wieso? Kleiner Tipp, schau zuerst mal, dass du eine gute Meinung über dich hast. Da musst du nicht nach Meinungen von anderen Leuten fragen. Mann. Was sind deine Ziele für 2023 konkret? Konkret werde ich jetzt nicht drüber eingehen, weil ja... Besser zeigst du es, anstatt du redest. Ich meine, das habe ich oft gemacht in den letzten Jahren. Und was dabei rausgekommen ist einfach nur heiße Luft. Aber natürlich meine Kanäle ausbauen, die ich da habe. TikTok und Insta, Videos posten. Twitch auch öfter streamen. YouTube-Videos befüllen. Also ich habe jetzt 2 Channels. Einer ist der Channel und einer ist der Gaming Channel, also beide ein bisschen befüllen. Einfach mehr Präsenz im Social Media, das ist mein Ziel. Und, da mache ich auch kein Geheimnis draus, schauen, dass das auch ein bisschen etwas rauswirft. Also vom Ronaldo oder Messi. Ja. Wir haben es alle mitbekommen, Messi hat die WM gewonnen. Aber jetzt gebe ich mal eine Antwort. He? Also wirklich eine richtige Antwort dazu. Ich bin Ronaldo-Fan durch und durch. Und das hat sich auch nach dem WM-Sieg von Messi nicht geändert. Aber ich muss auch sagen, dass die WM-Trophäe von Messi sich schon ein bisschen von ihm abhebt und er sich schon ein bisschen distanziert hat von dem. Weil vorher hätte man wirklich können sagen, beide sind gleich auf. Also jetzt nach Trophäe her, so nach nationale Trophäe, Champions League und so, also beide haben wirklich sehr viele Titel gewonnen, auch sehr viele Rekorde aufgestellt, aber die WM-Trophäe hat schon einiges ausgemacht. Sportlich gesehen sage ich, Messi ist besser. So von Persönlichkeit her finde ich immer noch Ronaldo ist einfach der Goat, Alter. Number one, Alter. Wer gewinnt Champions League? Also ich bin selber erstaunt, also ich bin Real-Fan, das wissen die meisten. Also ich bin wirklich erstaunt, dass die das letzte Mal gewonnen haben. Also, mit dem hat wirklich nicht gerechnet. Aber es war auch für dich, weil wenn du Chelsea rauskickst, wenn du City rauskickst und wenn du dann später Liverpool rauskickst, also eigentlich kann man sagen, dass die Premier League gewonnen haben. Dann kann schon mit Recht behaupten, dass die zu Recht den Pot geholt haben. Und natürlich PSG haben sie rausgekickt mit Mbappé und so. Aber ich muss sagen, irgendwie seit Champions League nicht mehr auf Free TV läuft, juckt es mich auch nicht mehr so. So richtig in Fußball bin ich jetzt auch nicht mehr so drin, wie ich es vor ein paar Jahren war. Und irgendwie ist mir auch das Interesse ein bisschen flöten gegangen, muss ich ja sagen. Ich würde mich freuen, wenn es wieder real wird. Ich sehe aber diese so ein bisschen schwarz, was es angeht. Von dem her, ich kann keine andere Prognose abgeben, ist mir eigentlich auch scheißegal. Mega korrekter Typ bist, ja selame. Bleib so wie du bist, Brata. Solches Feedback, das ist genau das, was mich antreibt bei dem, was ich hier mache. Ich meine, das ist genau der Grund, wieso ich die Sachen für euch mache. Genau so etwas. Und das schätze ich mega an euch. Vielen Dank, gell? Also ein Dank an alle, die mich bis jetzt supportet haben und auch mich weiterhin supporten werden. Ihr werdet es nicht bereuen, weil ich werde weiterhin geile Shit rausballern. So, das war es mit dem Q&A. Da sind wirklich ein paar interessante Fragen dabei gewesen. Danke vielmals. Wie gesagt, wenn ihr weitere solche Sachen auf YouTube sehen wollt, dann kommentiert das, liket und abonniert den Channel, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, wir sehen sich das nächste Mal. He? Peace. Aber im Ernst, wo ist das verdammte Witz?